So, und jetzt bin ich mal in Gemrickheim am oberen Bergweg und hier ist eine schöne Grauburgunder Premium-Rebfläche. Das gucken wir uns an, wie die von Hand gepflegt wird. Ah, wunderbar. So schön ist hier die Traubenzone schon freigelegt. Mit Liebe beim Geschäft. Hallo. Das freut mich. Hallo. Ein bisschen Besuch. Hallo Roger, wie geht das? Dass du mir helfen willst, heute noch im Samstag. Ja, natürlich. Halb Samstag ist Schaffstag, oder? Ich war extra noch eine Schere mitgenommen, weil ich gewusst habe, dass du kommst. Dankeschön, mache ich gern. Jetzt, was kann ich machen? Weißt du, was wir heute machen müssen? Sag, Oder dürfen? sag. Guck. Sauber. Halbieren. Einmal halbe durchschneiden. Traube halbieren. Ich Okay. hätte jetzt eigentlich früher von der Alte einen ins Knick gekriegt. Ja, die haben ein bisschen mehr Traube braucht, gell? Weil Nicht das alles weg. war, ja, ein Frevel da irgendwie Traube halbieren oder wegschneiden oder sonst was. Aber das hat den Grund, ich mache ja da bei der Premium Linie mit in der Pfälzergartenkellerei. Es gibt nachher Faszination, Ah, 70 Kilo aufs A. da helfe ich dir gleich mal. Und bei den Grauburgunden ist es so, dass die nachher nicht Botrytis kriegen und die Beerle zerquetscht werden, tut man die halbieren, dann werden die nachher lockerbeeriger, Ja, wenn sie reif werden. Und ist natürlich auch gleichzeitig gewisse Mengenregulierung. Schon mal von vornherein, ist aber echt dass schade. ich nicht zu viel So viel von dem kriege, guten ja. Grauburgunder Aber weg. Das gibt dafür halt nachher einen wirklich ausgewählter Wein. Und der wird ja nachher quasi auch in Kiste gelesen. Wird kontrolliert. Also jetzt war als erstes mal die Entblätterungsmaßnahme Ja, in der Traubenzone. ja. Das ist jetzt glaube letzte Woche war sie da zum Gucken. Und da kriegst du Punkte, wenn du das richtig machst. Also da soll dann nach der Blüte soll die Traube in dem Bereich frei sein. Dass die Schale härter wird, Ja. dass man dann dadurch keine Probleme kriegt mit der Kirschessigfliege, dass sie die Sonne schneller gewohnt wird, dass einfach Luft rankommt und die nachher beim Abliefern auch 100% gesund sind. Tipptopp. Weil das ist ja eigentlich das A und das O bei der Premium-Geschichte, dass du da komplett gesunde Trauben rauskriegst. Ja, du willst ja nicht gleich von Anfang an Fehltöne mit reinstopfen. Ja, genau. Und das Geschäft macht jetzt eigentlich auch Spaß. Okay, Also es ist jetzt nichts Dramatisches daran. dir blutet das Da Herz nicht kommt so man arg. auch nicht so, nee, weil, Du weißt wofür. also früher, wo meine Eltern die noch gelesen haben, von dieser Premium-Geschichte, da waren das wie Mäuse. Also da waren die total faulig. Edelfäule hat man gesagt. Edelfäule, genau. Also das hat gestaubt, wenn die dann in Eimer reingeschmissen hast. Und, aber da haben die trotzdem noch irgendwie weit rausgemacht. Hat halt ein bisschen anders geschmeckt wie heute. Anders geschmeckt wie heute. Aber wie gesagt, du brauchst halt Zeit. Ja, Das ist halt einfach komplett wengert, wo du mit keinem Fahrzeug durchfahren kannst. Das musst du alles mit Hand machen. ja. Also Laubarbeiten immer wieder. Also die haben schon ein gewisses Alter und sind auch nicht mehr so ertragsreich wie jetzt, sage ich mal, ein junger Wengert. Wobei das ja eigentlich heute schon fast wieder so ein Vorteil wird, Klar. weil du ja jetzt gerade Mengenreduzierung machst. Das heißt, ein Stock, der nicht auf Masse angelegt ist, Ja. der bringt von sich aus schon die richtige Charakteristik mit, nicht? Und das sind eigentlich auch, ich glaube, die Kellerei ist da sehr interessiert dran, dass sie alte Weinberge Ja. noch kriegen, wo also doch noch was bringen und ja, einfach da denke mal, dass die Frucht irgendwie ein bisschen gewissermaßen besser ist noch von den Hat Charakter. alten Wengern. Ist ja auch dann, wenn es in der Flasche drin ist, steht drauf, alte Reben. Zum Beispiel, ja. Also Gell? das sind schon richtig alte Reben. Ja. Ja, super, dann herzlichen Dank. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.